Vor 2 Wochen hätten wir eigentlich noch gesagt, endlich ist wieder alles wie früher. Aber dass das nicht so ist, hat sich sicher sehr plakativ gerade auch in den letzten 1,5 Wochen uns nochmal gezeigt. Und ich würde aber auch sagen, uns ist allen in den letzten 2 Jahren bewusst worden, und zwar schon recht früh in den ersten Zügen von diesen Pandemiejahren, die hinter uns liegen, dass in der Gesellschaft nicht alles einfach gerade wieder wird beim Alten bleiben, sondern dass sich einiges im Bewusstsein auch wird ändern. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren sehr einschneidende, prägende, herausfordernde und sicher vor allem auch formende Phasen erlebt für uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Miteinander, auch als Weltgesellschaft. Ich würde sogar behaupten, wie es viele von uns in ihrer Lebzeit noch nie davor erlebt haben. Und Menschen gehen unterschiedlich mit so Sachen um. Die einen, die sind zuerst mal in richtige, überwältigende Begeisterung ausgebrochen, weil endlich mal ein bisschen Leben in die Bude und in den Trott vom Lebensalltag kommt. Das sind die du jetzt fast nur mit einem Haftbefehl zurück aus dem Homeoffice ins Büro bringst, weil die es so fühlen. Oder die jetzt so Begleitung brauchen, wenn sie einkaufen im Migros, weil sie eigentlich nur noch kennen, wie es Online-Shopping geht. Es gibt so Leute, oder? Und ich denke, es gibt viele, die Möglichkeiten entdeckt haben und sagen, hey, es hat auch wirklich etwas Positives verändert. All das, was mal so, wenn das, was man immer macht, nicht mehr geht und plötzlich Neues kommt. Und wiederum haben natürlich auch ganz viele Menschen Mühe gehabt. Mühe mit Veränderung. Mühe mit dem, dass plötzlich alles anders ist. Mühe mit dem, dass es nicht mehr so wie gewohnt ist. Mühe mit Einschränkungen, Mühe mit Begrenzungen, Mühe mit Sachen, die nicht einfach möglich sind. Und wir sind sicher mitten in diesen Fragen gestanden als Gesellschaft. Und so sind wir halt auch unterschiedlich. Wieder andere haben aber nicht einmal unbedingt mit dieser Pandemie Mühe gehabt, sondern es sind vielleicht auch Fragen entstanden, gerade in Bezug auf die Kirche und auf ihre geistliche Reise, wo sie da drin stehen. Wenn plötzlich mal so ein bisschen auch der Trotz oder der Alltag durchgeschüttelt wird, merkst du so, vielleicht fehlt mir auch gar nicht so viel und eigentlich ist es auch noch gut anders. Und ich denke, die Rolle der Kirche ist unter vielen Sachen, die in Frage gestellt worden sind, auch immer wieder mal in Frage gestellt worden. Ich glaube, wir können aber schon auch sagen, dass insgesamt, ich würde behaupten, 95% der Menschen da rein gegen das Ende von diesen letzten Monaten und Wochen irgendwo auch müde sind. Egal wie viel positiv sie dem allem abgewonnen haben. Wir haben irgendwie alle Möglichkeiten und Chancen zum trotz auch Müdigkeit gehabt. Und ich denke, der Titel, das ist unser Wunsch. Zurück in die Zukunft, der soll die Spannung aufgreifen. Zurück, vieles ist endlich wieder möglich. Bedingungen sind wieder wie früher. Die Welt hat sich aber auch verändert und wir stehen da und wir sind an einem anderen Punkt. Aber zumindest, etwas ist anders. Wir sind gemeinsam da rein. Und das ist grossartig. Wir sind endlich ein bisschen befreit von diesen Umständen, die uns jetzt auch geprägt haben in der letzten Zeit. Und wir glauben, es ist höchste Zeit, darum führen zu blicken miteinander. Aber dabei können wir nicht einfach blind losrennen, sondern es ist zu viel geschehen in den letzten Monaten und Jahren. Und wir haben zu wenig Zeit gehabt, um zu reflektieren, weil wir haben dauernd anpassen und verändern, auch gerade als Kirche, wie unser Miteinander aussehen soll. Wir haben wirklich auch nicht wirklich Zeit gehabt, um innehalten. Und wir möchten darum diesen Sonntag für das auch nutzen. Willkommen zurück in der Zukunft, die neue Herausforderungen mit sich bringt, aber auch alte Möglichkeiten wieder auftun. Und ich möchte am Anfang so einen kurzen Stimmungsbarometer machen, einen Einblick in mein Herz und ich denke, viele von uns, so die aktuelle Stimmungslage. Ich meine, einerseits kannst du mal links und rechts schauen und das schönste Smile auspacken. Eine grosse Freude ist da. Wir alle freuen uns. Das Leben ist schöner und leichter so, wie wir es jetzt in den letzten 2 Wochen erlebt haben. 2, 3 Wochen. Vieles ist wieder möglich, wo wir teilweise lange darauf verzichten mussten. Und aus uns als Gemeinschaft auch, als so einer grossen Gemeinschaft, ist der Keil entfernt worden, der zwischen uns getrieben worden ist, durch die Pandemie. Aber nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch unseren Umgang mit der Pandemie. Und auch nicht nur das in unseren Haltungen, sondern eben auch ganz physisch und sichtbar. Und das ist mal Grund zur Freude und ich fühle das. Das Zweite ist, ich habe da so versucht, das passende Emoji zu finden, da bleibt ein mulmiges Gefühl. Einmal bei mir. So ein bisschen mulmig. Und einerseits natürlich kann man jetzt gerade die aktuelle Weltlage, Europalage aufgreifen, die einem ein mulmiges Gefühl gibt. Aber andererseits auch im Rückblick. Zu sichtbar sind die Gräben geworden, die teilweise unter uns aufgegangen sind, sich durch unsere Gemeinschaft durchgezogen haben, uns manchmal sich auch verzettelt haben in sehr unterschiedlichen Thematiken, in unterschiedlichsten Fragen.
Und eben dabei geht es nicht mal nur um die Pandemie, sondern auch um die Rolle der Kirche allgemein, von dieser Gemeinschaft, vom Stellenwert, den man der gibt. Und um Fragen von der Glaubensauslegung am Ende, die auch darunter stecken. Und manchmal stecken sich dann die Gruppierungen und manchmal auch überhaupt nicht. Das ist ein bisschen durcheinander. Aber die Gräben, mich verunsichern es auch. Und manchmal führt das dazu, dass ich jetzt denke, geht jetzt nicht alles ein bisschen zu schnell. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen. Will ich jetzt überhaupt wieder zu all diesen anderen auch gehören? Kann ich mich überhaupt identifizieren mit all denen, die jetzt da drin sind? Will ich es überhaupt? Und vielleicht kennst du das Gefühl auch. Und irgendwie freust du dich, dass Gemeinschaft wieder möglich ist, aber eben, es ist trotzdem schon wichtig, dass du auch deine eigene Meinung behalten kannst. Das ist so das mulmige Gefühl. Und dann persönlich bei mir bleibt da auch Traurigkeit. Das klassische traurige Smiley. Da bleibt eine Trauer. Mich dunkt, und das habe ich schon mal erwähnt auf dieser Bühne, die Kirche hat es auch leider in dieser Zeit wieder geschafft, ihrem teils dunklen Ruf in der Weltgeschichte gerecht zu werden. Meine Kritik geht dabei an uns als gesamte Kirche, aber es ist immer auch Selbstkritik an uns als Gemeinschaft. Wir haben irgendwie versagt. Und nicht nur, das ist nicht absolut, aber wir haben auch versagt. Wir sind in dieser Zeit nicht oft genug hoffnungsweisend gewesen. Friedensstiftend, stabilisierend in einer Zeit, wo viel Unruhe war und viel Polarisierung geherrscht hat. Wir haben nicht genug Not gelindert. Nicht genug oft mitgefühlt, nicht genug oft unterstützt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das reflektieren. Jede und jeder von uns. Egal, wo wir auch positioniert sind. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir uns gemeinsam aufgemacht und gesagt, wir möchten eine Stadt auf dem Berg sein, die hell leuchtet. Die Geschichte von dieser Stadt auf dem Berg gründet sich in einem Bibeltext, der findet sich in Matthäus Kapitel 5, Vers 14. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es ist ein bildlicher Vergleich, wo Jesus seinen Nachfolgerinnen und Nachfolger in dieser berühmten Rede der Bergpredigt bringt und sagt, ihr seid so eine Stadt. Und wir sagen als Kirche, wir möchten das sein, wir möchten so eine Stadt sein. Wir möchten eine Gemeinschaft sein von Menschen, wo das Licht von Gott in ihrem Leben sichtbar wird und sich auswirkt im positiven Sinn, so wie eben Licht Positives schafft. Und wenn die letzten 2 Jahre auch dunkle Abschnitte beinhaltet haben, dann wäre es unser Ruf gewesen, Licht sein da drin. Als Einzelne und gemeinsam. Licht bedeutet für mich Hoffnung trotz Unsicherheiten. Friedensförderung und der Wille zum Brückenbauen in Polarisierungen. Orientierung in der Dunkelheit. Stabilisierende Unsicherheit. Not erkennend und lindernd. Unterstützung und Mitgefühl. Und jetzt sind wir mitten drin. Auch dort, wo es selbstkritisch wird. Und da kommt niemand von uns daraus raus. Ich nicht, ihr nicht. Ich denke, wir hätten als christliche Gemeinschaft mehr durch das auffallen. Ja, wir hätten müssen. Es ist uns auch als Kirche, als lokale Gemeinde, ja, nur teilweise gelungen. Und ja, es ist manchmal gelungen. Aber ehrlich gesagt, zu laut sind Graben gekämpft worden, Positionierungen, Diskussionen über die rechte Sicht der Lage, das Battle der Virologen und Virologinnen und der Weltpolitiker und Weltpolitikerinnen. Am Schluss, kurz zusammengefasst, Rechthaberei. Ein Thema, das im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen wird. Und Egoismus. Was ist mir jetzt gerade wichtig? Und zwar mir und meiner Situation, dort, wo ich stehe. Das ist selbstkritisch. Und es gibt so ein paar Auswege, und ich habe mir die natürlich auch überlegt im Hinweg auf den Gottesdienst. Du kannst sagen, ja, also schau, Dani, stimmt, ich habe das auch beobachtet, aber ich habe mir wirklich mega Mühe gegeben selber. Und ich glaube dir das sogar. Ich habe es im Fall auch gemacht. Ich habe mir auch versucht, Mühe zu geben. Und dann könntest du das jetzt vielleicht theoretisch abhaken und dich rausnehmen und zuschauen, wie sich da die anderen Asche aufs Haupt streuen. Das ist so ein Ausweg. Ein anderer ist der, zu sagen, ja, eigentlich hast du schon recht, aber ich habe mich jetzt in dieser Zeit auch so weit von dieser Gemeinschaft so ein bisschen auch entfernt und mich auch gemerkt, ich brauche ein bisschen Distanz, ich kann mich rausnehmen. Und in dem Sinn weiss ich jetzt gar nicht genau, wie fest ich mich wieder da drin geben in diesen Prozess hier. Ich kann auch ohne diese Gemeinschaft und das geht auch gut. Und ja, die Wege sind verlockend. Und eben, wie gesagt, ich habe mit diesen Gedanken auch schon gespielt. Aber ich denke, wenn du Teil sein von einer christlichen Gemeinschaft, konkret von dieser GVC-Family da, wo wir sind, dann ist das kein Weg und eben auch kein Ausweg.
Weil die Gemeinschaft lebt davon, dass wir am Ende auch irgendwo einfach immer im gleichen Boot sitzen miteinander. Wenn ein Teil von uns leidet, auch wieder ein Bild von der Bibel mit dem Körper, wo der Paulus beschreibt, dann leiden alle mit. Wenn einer von uns versagt, dann haben alle am Ende ein Problem. Und so verstehe ich auch den heutigen Sonntag mit einer preisen prophetischen Weckruf. Ich erlaube mir das. Und da drin steckt immer Selbstkritik. Das haben wir gerade in Bibel 3,65 zusammen angeschaut, die 5, die dort dabei sind. Dort steckt immer viel Selbstkritik drin. Der Prophet nimmt sich nie raus. Der nimmt sich nie raus selber. Ich bin Teil dieser Gemeinschaft. Und ich lade dich ein, auch das jetzt auch auszuhalten. Und nicht gerade den Ausweg zu nehmen, sondern mit in die Haltung jetzt zu kommen. Wo bist du? Bist auch du ein Teil von dem? Wo hast du die Gräben gleichgültig hingenommen? Wo hast du sie mitgegraben? Wie steht es um Rechthaberei in den letzten 2 Jahren in deinem Leben? Gedanken und Ansichten, wo du klar bist, wo du Recht hast. Wie war es um dein persönliches Bedürfnis gewesen, wo du einfach immer geschaut hast, dass das für dich am wichtigsten ist? Das sind so Fragen, die ich gerne in die Runde stellen würde. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen in die Bergpredigt, in einen Abschnitt aus der Bergpredigt, wo eben auch unser Visionssatz drin liegt. Die Bergpredigt ist eine Rede von Jesus in den Kapitel 5 bis 7 vom Matthäus-Evangelium und es ist eine von 5 längeren Reden, die das Matthäus-Evangelium uns mitgibt. Und Jesus zeigt in dieser Rede konkret auf, wie das Leben im Königreich, das er auf die Erde gebracht hat, mit seinem ersten Kommen, aussieht. Es ist eine Rede an die Nachfolgerinnen und Nachfolger. Also es sind die Menschen, die mit ihm umgezogen sind. Und in dieser Rede redet er über die Kultur, die soll herrschen in diesem Himmelreich, Königreich. Es geht da dabei, man könnte sagen, auch um ethische Fragen. Also wie lebt man miteinander? Und es geht dabei auch um Spiritualität. Nämlich mitten drin findet sich das berühmte Gebet, das Vaterunser. Und am Ende geht es aber auch darum, dass sich eben so eine Rede nie in der Theorie bleiben kann, sondern sich immer im Alltag muss zeigen. Die Rede schließt mit dem berühmten Gleichnis vom Herr Dummerli und vom Herr Gscheiderli. Vom einen, der das Haus auf felsigem Grund baut und der andere auf sandigen. Und im Moment ist das meine tägliche Lektüre mit meinem Sohn, weil er jeden Abend das Buch von den 2 Männern fordert. Wo dann eben der eine dumm ist, der andere gescheit. Und Jesus sagt es folgendermaßen: Er sagt, wer das tut, was ich in dieser Rede sage, der ist wie der Mann, der klug ist und sein Haus auf ein gutes Fundament stellt. Also die Kernessenz daraus ist, die Rede, die fordert uns auf. Nicht nur zum Wissen, sondern zum Ausleben, zum Aktivwerden, dass sich das im Leben zeigt. Und ich glaube, genau so geschieht das, was in dem Bild von dieser Stadt ist, nämlich Licht erstrahlt, Orientierung, Hoffnung, Halt, Fundament, Frieden, Freude, Segen, Wärme, Wahrheit wird sichtbar für die Menschen um uns herum. Und eben das ist uns vielleicht nicht immer gelungen. Und darum lass uns heute da anschauen und uns herausfordern. Und ich möchte euch mitnehmen in einen Kerntext aus diesen 3 Kapiteln, und zwar in einem berühmten Text aus dem Kapitel 5. Und ich lese ihn gerne mit euch vor ab Vers 39. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, 1 Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die euch verfolgen. Die meisten von euch kennen die Passage wohl und haben sie schon gehört. Und möglicherweise provoziere ich jetzt ein bisschen mit dieser Aussage. Und das ist auch absichtlich so. Ich wage es, das Bild zu verwenden auf das, was unter uns geschehen ist. Könnte es sein, dass wir uns teilweise zu finden worden sind? Darf man das überhaupt sagen? Ist das überhaupt möglich in der christlichen Gemeinschaft? Ich habe mich da versucht, ein bisschen einzudenken und ich habe entdeckt, ja, das ist durchaus möglich. Der Paulus stellt die Frage auch in einer Gemeinde, die er schreibt, bin ich so empfindet worden? Also es ist durchaus ein Potenzial da, aber er sagt auch gerade den Brüdern und Schwestern, solltest du nie als Find anschauen. Aber ich wage es, das Bild zu bedienen und ich finde, in der Sache sind wir uns in den letzten Monaten und Jahren manchmal so nicht einig gewesen, dass man in der Ansicht zumindest von Verfinden sprechen kann. So konträr gegenüberstehend, dass es echt schwierig wird, Einigkeit zu finden und gemeinsam noch einen Schritt zu machen. Für mich persönlich ist der Vers immer so ein perfektes Verkaufsargument für den Glauben gewesen. Ich meine, sag irgendeinem linken Sozialist, hey, Jesus hat schon gesagt, lieb deine Feinde. Einem Pazifist oder wem auch immer.
Und ehrlich gesagt, persönlich habe ich festgestellt in den letzten Wochen und Monaten, und ich habe das auch bei dir mit meinem engeren Umfeld austauscht, dass ich langsam anfange zu begreifen, was es auch heisst für mich, diesen Vers auszuleben. Wenn plötzlich jemand dir wie ein Feind erscheint. Und ich bin mir völlig bewusst, in dem Moment bin ja ich auch Feind für den anderen. Und das ist nicht einfach. Und dann sage ich liebe meinen Feind, wie meinen Nächsten. Und manchmal dunkt es mich, ist so unter uns ein Kampf um die Wahrheit ausgebrochen. Und da kann man durchaus, auch wenn man jetzt gerade wieder auf die aktuellen Geschehnisse schaut, es geht immer um Wahrheit und was ist wahr und Informationshoheit. Der hat unter uns tobt. Und einige haben sich so darüber gestresst, dass sie lieber auf Distanz gegangen sind zu dieser Gemeinschaft. Einige ganz weg aus dem christlichen Umfeld und andere in die Lager, die ihre klare Meinung vertreten. Vom Umgang mit Finden. Im alttestamentlich-jüdischen Tradition, wenn man so die Texte anschaut, dann sieht man, dass das Volk Israel bei Gott gerufen hat, darum, dass er sie von seinen Finden erlöst. Das war die Haltung. Gott, der Erlöser von den Finden, die man hat. Und das ist durchaus ja auch wichtig, wenn ich an die Geschichte vom Volk, das aus Ägypten rauskommt, schaue. Und in dem Sinne aber ist die Aussage von Jesus in dieser Rede umso provokanter. Da ist es nämlich nicht ein Beten um Erlösung durch Gott von seinen Finden, sondern Jesus sagt, liebe deine Finden, bau Beziehung zu ihnen. Das ist eine krasse Veränderung und Verstärkung von dem Gebot. Wie machen wir das? Ich will euch auf ein paar Gedanken mitnehmen. Und mir ist ganz wichtig heute Morgen, es geht dabei nicht darum, dass wir dort hinkommen, wo wir doch noch die endgültige Lösung haben und sagen, die haben im Fall recht gehabt oder die. Weil so funktioniert es nicht. Findesliebe funktioniert nicht so, dass sich jemand am Schluss der Verlierer ist und der andere der Gewinner, wenn man das vor dem Gericht klärt. Sondern es funktioniert so, dass man am Ende einen Mittelweg findet. Und ich sage dem gerne einen dritten Weg. Ein Weg zwischen der Rechthaberei und jetzt ist allen klar, dass ich wirklich Recht habe, was ich ja schon immer noch denke, oder? Und der absoluten Selbstverleugnung, Passivität oder auch sagen, okay, dann einfach im Friedenslieb sage ich halt ja. Verstehen Sie, was ich meine? Dann gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. Das ist nicht der Weg, es muss einen Dritten geben. Und ich bin inspiriert durch einen Theologen, der heißt Walter Wink, ein Amerikaner, und er hat die Texte aus der Bergpredigt in dem Sinn, in dem dritten Weg ausgelegt. Und mir gefällt das so. Wir haben die Texte gehört von denen, die so berühmt sind. Was heisst, wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dann heben wir die linke hin. Und die Texte zeigen den dritten Weg. Und ich will euch auf das mitnehmen. Zum Beispiel gerade der. Das tönt so, okay, schau, ich gebe mich einfach als absoluter Loser hin und lasse mich abschlagen. Und was sagst du dem Bub, wenn er geschlagen wird in der Schule? Sagst du, heb einfach noch die andere Backe ein, lass dich verprügeln, bis du blutest und kaputt bist. Sagst du, steh an und wehr dich. Wie hat er das gemeint? Wie hat Jesus das gemeint? Es ist wichtig, dass wir den Kontext verstehen. Das heisst, es geht um die rechte Wange. Und es war ein Kultusbrauch, dass man, wenn man jemanden erniedrigen wollte, ihn mit der rechten Hand, und zwar mit dem Handrücken, auf die rechte Wange geschlagen hat. Links hast du nicht benutzt, weil es ist eine unreine Hand. Also es war mit rechts, aber mit dem Handrücken auf die rechte Wange vom Gegenüber. Und es war ein Zeichen von Überheblichkeit, von du bist ein Sklave, du bist ein Diener, du bist mir untertan, du bist nicht auf meiner Augenhöhe. Und Jesus sagt, dreh dich um und heb mir auch noch den Link an. Und in dem Umdrehen passiert etwas. Du verunmöglichst deinem Gegenüber, der dich angegriffen hat, der dich erniedrigen will, dass er dir mit der rechten Handrücken auf deine rechte Backe schlagen. Du stehst vor ihm an und was du zuerst machst, ist, du schaust mit den Augen. Und in dem zeigst du ihm, schau mal jemanden mit den Augen. Ich bin voll ein Mensch wie du. Ich bin ein Gegenüber, möglicherweise anders positioniert. Aber wir gehören miteinander zusammen, weil wir sind beides Menschen. Du kannst mir nur ins Auge schauen. Und wenn du mich schlagen willst, dann musst du mich mit rechts offen schlagen. Oder wenn Männer kämpfen mit Fäusten. Weil wir sind im Fall gleichgestellt. Wir sind beides Menschen. Und ich glaube, das ist entscheidend wichtig. Und die Texte kommen so viel tiefer über, wenn wir uns so Gedanken machen. Und merken, es geht dabei nicht einfach um ein Hingehen und ein Friedenslieb, sagen, also verschlag mich einfach und verprügle mich. Sondern es geht darum, anzustehen und zu sagen, ich will nicht gewaltvoll reagieren. Aber ich will meine Würde dir zeigen, weil ich bin auch ein Kind von Gott. Egal, welche Position ich habe. Egal, wo ich stehe. Ich bin ein Mensch wie du. Und dann geht es weiter mit dem Text vom Mantel und dem Kleid. Und auch das ist natürlich üblich gewesen. Und die Leute haben das verstanden. Wenn man Schulden hatte bei jemandem, dann hätte er einem vor das Gericht ziehen und einem das Unterkleid, ich kann da unten auch eins an, das Unterkleid wegnehmen. Aber das äußere Hemdli, den Mantel, hat man ihm lassen müssen. Das war also zum Schutz vom Schuldner gewesen. Weil auch wenn er nackt da gewesen wäre, ist das sehr schambeladen gewesen. Nicht nur für den, der nackt ist, sondern besonders auch für die, die ihm zugeschaut haben. Und in dem, dass Jesus sagt, dann gib ihm auch noch den Mantel, passiert etwas. Du zeigst dich nämlich in deiner puren Nacktheit als Mensch.
Und du zeigst, dass das Gericht, das da will Recht schaffen, eben in dem Moment vielleicht auch gar nicht Recht schafft, sondern dass es dich als Mensch will erniedrigen. Aber etwas heisst es auch. Du kannst mir zwar alles nehmen, aber ich bleibe ein Mensch. Ich bleibe ein Mensch im Ganzen. Und du beschämst eigentlich dein Überlegene gegenüber mit dem Ansatz von der Gewaltfreiheit und mit dem Ansatz von der überschwänglichen Grosszügigkeit. Und sagst, schau mich an, ich bin ein Mensch wie du und ich bin mittellos. Und schamvoll ist es vor allem für den, der das sieht. Und die dritte, 2 Meilen mit jemandem gehen. Es war üblich, dass die römische Besatzungsmacht können das Volk benutzen, um eine Meile mit ihnen zu laufen und ihnen etwas zu tragen. Simon von Kyrene bei Jesus Kreuz. Das hat man müssen. Aber es war auch ein Schutz von der Bevölkerung, nicht mehr. Das war Gesetz. Und wenn ein Soldat dich missbraucht hat zum Weiterlaufen, hat er bestraft werden. Und Jesus sagt, geh 2 Meilen mit ihm, lauf Wege mit ihm, und zwar von dir aus. Das ist entwaffnend. Das ist eine Handlung, gewaltfrei, mit einer überraschenden Wendung. Und Baubeziehung, weil wenn man zusammen unterwegs ist, dann läuft man miteinander und redet und kommt ins Gespräch und sagt, ich bin Mensch, ich will mit dir das Gegenüber sein. Und all diese Texte, die zeigen etwas, der Schwächere bleibt handlungsfähig und das gefällt mir. Und er wird als Gegenüber wahrgenommen. Und ich glaube, es ist uns nicht immer gelungen, das einander so anzutun. Und ich glaube, wir sind in beiden Seiten runtergefallen. Manchmal gewaltvoll und manchmal aber auch in der Rolle, wo wir uns einfach zurückgezogen haben. Und dann geht es weiter, dann heisst es, und ich sage euch eins, es ist euch zwar gesagt worden, ihr sollt euren Nächsten lieben und euren Feind hassen, aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Das heisst, Rechthaberei auf die Seite legen. Das heisst, einander begegnen, eben genau in dieser Art und Weise. Und für das möchte ich euch mitnehmen auf eine Visualisierung. Wie leben wir denn das, den Feind lieben, in so einem Moment, wo wir vielleicht auch gewisse unterschiedliche Meinungen haben? Ja, jetzt geht es genau wieder nicht. Haben wir da wieder den klassischen Fail. Das ist nicht mehr da. Dann muss ich es rasch laden. Kurzer Moment. Das brauche ich. Voilà. Ich kann mir noch so viel testen. Macht nichts. Ich habe hier 2 Positionen markiert. Das ist der Hans und das ist der Heiri. Und sie haben unterschiedliche Ansichten. Und wir haben Positionen. Und wir haben hier unten eine Pyramide so von der Persönlichkeit. Und das geht noch ein bisschen tiefer. Und was wir oft gemacht haben in der letzten Zeit, ist, wir haben hier oben angefangen miteinander zu argumentieren. Und wir haben uns da dabei fast die Köpfe eingeschlagen und jeder hat es noch besser gewusst als der andere. Aber wenn du da miteinander argumentierst, kommst du dir nicht näher, weil deine Position ist unterschiedlich. Du stehst an einem anderen Punkt. Meistens passiert etwas, und das ist interessant zu sehen. Es wird nur noch grösser, der Berg der Argumente. Man ist sich nur noch weiter weg. Aber was dahinter steckt, sind Menschen. Und die Texte aus dieser Bergpredigt zeigen uns das. Was dahinter steckt, sind Menschen mit Interessen, Anliegen und Wünschen. Manchmal Interessen von anderen Personengruppen, die man vielleicht mitvertritt. Manchmal persönliche Anliegen, die man hat. Und dann auch einfach Wünsche, die man im Herz trägt. Und die sind da unten. Und wenn wir es schaffen, ein bisschen da durch abzugehen, dann entdecken wir, dass sich da Deckungsflächen ergeben. Und ich glaube, das ist der Weg von der Feindesliebe, da oben zu gehen. Und dann geht es noch weiter, nämlich noch eine Stufe tiefer in Bedürfnisse. Und da gibt es verschiedene Theorien. Ich habe eine genommen, die sagt, Grundbedürfnisse des Menschen sind Zugehörigkeit, Anerkennung, Autonomie, Sinn und Sicherheit. Und ganz ehrlich, wir sind alles Menschen. Wir alle haben das, egal wo wir positioniert sind. Und wenn wir es schaffen, da runterzutauchen miteinander im Argument, dann landen wir da in Schnittflächen, wo wir plötzlich ein Gemeinsames sehen. Das ist aktiv gelebte Feindesliebe. Ich würde sie gerne rot zeichnen. Wenn wir es schaffen, miteinander da runterzukommen, dann gibt es da ein Herz, das sich trifft. Und ich glaube, so oft sind wir einfach da oben hängen geblieben. Und ich bin froh, dass ich aufgrund von meiner Position und Rolle da gewisse Gespräche führen da. Ich bin herausgefordert worden dazu. Es waren nicht die Morgen, wo ich arbeiten bin und gesagt habe, ich freue mich mega. Das ist das Lässigste, was passieren kann. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, dass dort, wo wir es schaffen, da einander zu spüren. Und ja, ich bin auch Mensch, egal ob Leiter oder nicht. Da einander zu spüren. Und ich habe das auch wahrgenommen vom Gegenüber, dass man sich spüren, dass man da unten etwas findet. Nämlich einen gemeinsamen Boden, ein Verständnis für ein Miteinander. Und ich würde behaupten, so, dass sich manchmal ein bisschen bewusst sein, könnte uns noch in vielem helfen. Das ist für mich aktive Feindesliebe. Wenn du da oben zwar verfeindet bist, dann aufeinander zu gehen. Und ich möchte uns als Kirche herzlich einladen, dass wir uns überlegen, wo dass wir da auch versagt haben und wo dass wir es besser hätten machen können. Und am Schluss treffen wir uns als Menschen da auf dieser Stufe. Mir hat eine Person mal gesagt, hey, es hat so viel mit mir gemacht, die Zertifikatspflicht.
Weil für mich ist die Zugehörigkeit mega wichtig. In dem Moment, wo ich das höre, kann ich es verstehen, weil ich kenne ja das Gefühl nach Zugehörigkeit auch. Vielleicht nicht im gleichen Maß, aber ich habe das auch. Das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis. Das baut Brücken. Die Brücke geht aber manchmal nicht oben durch, sondern eben da unten. Die geht nicht über die Argumente, sondern die geht runter in die Tiefen der Bedürfnisse, die wir haben. GVC, ich glaube, es ist dran, zu sagen, hey, wir haben da noch ein bisschen aufzugehen zu tun. Und wenn wir jetzt miteinander vorwärts gehen, dann müssen wir das machen. Und so sehen wir einander als Gegenüber, als Brüder und als Schwester, als Mensch. Und wir spüren, was uns bewegt. Und wir sehen dabei, dass manchmal uns Ähnliches bewegt. Dass wir manchmal sogar am gleichen Ort wurzelt wie das Gegenüber, wo im Argument so unterschiedlich dasteht. Und ein Wunder kann geschehen. Nämlich, dass wir merken, dass Verbindung entsteht. Was ich glaube, ist das Herzensanliegen von Jesus gewesen, dass wir als eine Gemeinschaft von Gläubigen, als sein Königreich vertreten auf dieser Erde, zwar auch unterschiedlich positioniert sein, aber im Herzen verbunden. Was braucht es dazu? Ich kann jetzt nur von mir reden und diesen Gesprächen auch. Es braucht Mut, so Gespräche zu führen. Ich danke denen, die es auch gewagt haben, mit mir die zu führen. Es braucht Vertrauen in einem gewissen Maß. Es braucht Bereitschaft, Argumentationen loszulassen. Bereitschaft, von mir selber wegzuschauen. Rechthaberei und Egoismus aktiv abzulegen. Und das Letzte ist eben das. Da oben ist der vermeintliche Streit um die Wahrheit. Und der denkt, er hat Recht. Die Wahrheit, die Krone von der Wahrheit. Und der auch. Aber unser Glaube sagt uns, dass die Wahrheit nicht in einem Standpunkt liegt, sondern in einer Person, die sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist Jesus Christus. Somit wirst du die Wahrheit nie haben, indem du argumentierst, sondern nur dann, wenn du Beziehung zu Jesus lebst. Das ist eine Challenge. Und es ist eine Einladung zugleich, dass wir in dem hinein vorwärts gehen. Und so kannst du eben die Wahrheit auch nicht in Lehrsätzen immer abfertigen. Weil jeder von uns ist irgendwo auch in einem anderen Winkel mit dem Jesus unterwegs. Wir möchten die Zukunft gestalten. Was, wenn solche Momente wiederkommen, habe ich mir da im Skript aufgeschrieben. Ja, jetzt sind sie schon da. Die nächste Krise steht vor der Schwelle von Europa. Was, wenn die Pandemie doch noch nicht ganz vorbei ist, was ja auch durchaus sein kann, dass da noch mal so etwas kommt irgendwann. Was, wenn wir uns in anderen Themen nicht immer finden? Ich möchte uns alle einladen, dass wir die Zukunft gestalten, indem wir aktive Feindesliebe leben. Dort, wo manchmal die Feinde uns plötzlich ganz nahe sind, wo wir es vielleicht nicht gedacht haben. Wo wir dort miteinander einen Weg finden, wo wir das Herz voneinander finden und eben der Feind zum Freund wird, zum Nächsten, zu dem, was gleich beschäftigt wie mich, ganz tief unten. Jesus sagt, Johannes 13,35, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist vielleicht die Erklärung, wie die Stadt auf dem Berg kann leuchten, wenn die Liebe von Jesus unter uns lebt. Das ist im Kontext der Abschiedsrede von Jesus, wo er seine Jünger darauf vorbereitet, dass er jetzt wird gehen. Das ist durchaus eine Zeit, wo die Jünger gerade mal verunsichert waren. Ein neuer Abschnitt vor sich. Einiges ist offen. Neue Bedrohungen haben die Weltbühne zu betreten geschonen. Und ich finde, das passt so gut dazu heute. Und ich sehe auch bei uns, die nächsten Herausforderungen stehen an. Jetzt gerade auch konkret mit dem Konflikt in der Ukraine. Ich habe einen grossen Wunsch, dass wir Licht sind. Stadt auf dem Berg. Für die Menschen da um uns, die möglicherweise Ängste und Nöte haben. Die dort entstehen. Aber auch für die weiter Entfernten. Und das zeigt sich nicht in einem überaktiven Aktivismus, wo man jetzt einfach alles muss, aber es zeigt sich dort, wo wir es als erstes schaffen, als Gemeinschaft, miteinander unterwegs zu sein. Und ich möchte dich darum auch für das einladen. Bitte sucht Wahrheit. Das heisst Beziehung zu Jesus. Auch in dieser Zeit, wo Krieg droht, wo es vielleicht plötzlich näher ist, als wir je gedacht haben. Und da braucht es jede und jede von uns, die Verantwortung übernimmt, handlungsfähig zu bleiben. Bitte übernimm Verantwortung und bleib handlungsfähig für dich. Und versuch Bedürfnisse vom Gegenüber wahrzunehmen. Jetzt auch gerade, wenn wir vielleicht in eine neue Phase gehen, die uns in den nächsten Wochen, ja vielleicht auch Monaten wird begleiten. Das ist meine Einladung. Und jetzt kommen wir in einen Teil, wo wir möchten als Kirche auch aktiv werden. Jetzt habe ich viel geredet. Und es ist vielleicht auch gar noch nicht so viel Zukunft. Und wenn du Aktivismus erwartet hast, dann enttäusche dich, weil ich glaube, es fängt in der Haltung an. Und da möchten wir uns jetzt Zeit nehmen miteinander, um auch reflektieren als Kirche. Und für das haben wir uns überlegt, dass es schön wäre, wir könnten miteinander
vor Gott kommen. Und das machen wir folgendermaßen. Wir haben heute das Abendmahl, das wir zusammen feiern möchten. Das Abendmahl ist ja auch das Ausrichten auf Jesus. Jesus hat gesagt, nehmt das in der Erinnerung an, was ich da habe. Und in dem Moment geht es genau darum, an den Tisch der Wahrheit zu kommen, in die Beziehung zu Jesus. Und wir begegnen uns dort in der Unterschiedlichkeit von unseren Argumenten. Und in der Unterschiedlichkeit von unseren Haltungen. Und wir anerkennen, wir sind alles Kind von Gott. Und wir haben aber auch gemerkt, dass es in dem Sinne auch wichtig ist, nach so einer ereignisvollen Zeit auch ein Statement zu machen als Kirche. Und als Kirche meine ich nicht irgendwie als Leitung, sondern meine ich auch wirklich als gesamte Kirche. Aber als Leitung vertreten wir die. Und wir möchten das tun miteinander. Und für das darf ich jetzt den Reto Lucy dafür bitten, der uns mitnehmen und zuerst auch im Gebet leiten. Und ich möchte so ein paar Punkte jetzt da schon in den Raum stellen, die einerseits für uns als gesamte Gemeinschaft gelten, aber auch für dich ganz persönlich. Ich möchte dich fragen, wo musst du heute konkret auch noch jetzt einen aktiven Schritt machen, eine konkrete Klärung. Um Vergebung bitten für das, was war. Beziehung wiederherstellen, dort, wo sie unterbrochen worden ist. Rechthaberei abstreifen. Neu entscheiden, in die Beziehung zu der Wahrheit, zu Jesus zu investieren. Und weil wir uns als Gemeinschaft nicht daraus rausnehmen können, möchten wir da auch ein Statement setzen. Und ich bin dankbar, dass der Reto mich da begleitet und ich gebe da gerne an dich für den nächsten Teil. Ja, im Leben passieren Sachen, Schönes, Schwieriges, passieren auch Fehler und wir tendieren dazu, einfach so den Teppich drüber zu rühren und so tun, wenn ich die Augen zumache, dann gibt es es nicht. Aber im Glauben hinein haben wir eben auch Mittel und Wege, wie man kann so Sachen hinter sich lassen und ein neues gemeinsames Fundament bauen. Du kannst das persönlich machen, man kann das aber auch miteinander machen. Und es ist ein altertümliches Wort, es heisst Buß. Buß, was bedeutet, umzukehren, etwas bewusst zurückzulassen und den Fokus auf etwas Neues zu richten. Und das kann man als Person machen, wenn man persönlich angesprochen ist und merkt, hey, ja, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Ich kann umkehren, etwas Neues ins Zentrum tun. Man kann das aber auch als Gemeinschaft machen. Man sieht das zum Beispiel in der Bibel an vielen Orten, aber zum Beispiel beim Esra, wo sie die Stadt wieder anfangen aufzubauen, wo er das Volk zusammengenommen hat und mit dem Volk zusammen so einen Moment gemacht hat. Und dort war nicht jeder gleich verantwortlich gewesen, aber sie haben das Bewusstsein gehabt, wie der Dani heute gesagt hat, wir sitzen im gleichen Boot. Und als Gemeinschaft können wir uns auch stellvertretend füreinander und für die Welt Gott wieder neu zuwenden und sagen, wir wollen in die Zukunft gehen mit dem neuen Fundament, wo wir zusammen draufstehen können. Darum wollen wir das so machen. Ich lade euch ein zum Aufstehen, dass wir miteinander zusammen beten, jedes mit seinen Gedanken mitbetet, mit seinem Herz mitbetet. Und ich will das anleiten, da drin zu sagen, es tut uns leid, dort, wo wir dem Ruf von Gott nicht gerecht werden können, dort, wo wir nicht Salz und Licht sein in dieser Welt, dort, wo Sachen unter uns wichtiger sind, als das, was Gott von uns hätte wollen. Und dass wir uns nochmal ganz neu ausrichten, zum Start in die neue Zukunft, in die neue Etappe, aufs Zentrum von allem. Und das ist Christus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedes von uns liebst. Egal wer wir sind, egal was wir gemacht haben, deine Liebe zu uns, deine Freude an unserem Leben ist nicht abhängig von dem, was wir tun. Und gerade wenn wir zurückschauen, persönlich, als Kirche, als Christenheit, dann reut es uns vielleicht manchmal, dass wir diesen Ideal, diesen Gedanken, die du gehabt hast, nicht gerecht werden können. Und Herr, es tut mir leid, stellvertretend, dort, was in meinem Leben war, dort, was für uns als Gemeinde war, dort, was für uns als Christenheit war, dass unsere Meinung wichtiger war als die Liebe füreinander. Es tut mir leid, dort, wo wir es nicht geschafft haben, die Botschaft von der Hoffnung hochzuheben, sondern auch in dieser Angst verfallen sind, wo du sagst, wir müssen keine Angst haben, weil wir dich haben. Es tut uns leid, dort, wo wir nicht Botschafter vom Frieden und von der Versöhnung sind, wie du uns aufgetragen hast, sondern wo wir Teil davon sind, dass Streit und Missgunst und Trennung aufgekommen ist. Herr, es tut mir leid, dort, wo wir Gedanken hatten, die nicht fair waren, die verurteilend waren, die geprägt sind von Wut und von Ärger. Herr, wir wollen das zurücklassen. Wir wollen das zurücklassen, hinter uns lassen und sagen, bitte vergib uns für dort, wo ich als Einzelperson, wo wir als Kirche, als Gemeinschaft, wo wir als ganze Christenheit es nicht geschafft haben, dich im Zentrum zu haben und den Auftrag umzusetzen in dieser Welt, die du uns gegeben hast. Und so wollen wir aber ganz bewusst unsere Gedanken, unsere Herzen nochmal neu ausrichten auf dich und sagen, danke für die Vergebung, die du uns gibst. Danke für den neuen Anfang, wo wir heute gehen können, dass wir wissen, dass wir nicht mit den Augen vor der Vergangenheit verschliessen, aber dass deine Kraft
und deine Auferstehungskraft mächtig genug ist, dass das hinter uns liegt und nicht mehr vor uns liegt. Und so bitten wir für die Zeit, die vor uns liegt, für die Begegnungen mit diesen Menschen, für die Begegnungen miteinander, dass du uns nochmal ganz neu hilfst, Heiliger Geist, Schritte aufeinander zuzumachen, auch wenn wir nicht gleicher Meinung sind. Dass du uns nochmal ganz neu hilfst, Botschafter zu sein vom Frieden und von der Versöhnung, Botschafter von der Hoffnung, Botschafter von der Liebe, zumindest die Unsicherheit, zumindest die Angst, zumindest die Ärger drinnen. Und dass du uns hilfst, unsere Herzen bei dir anzudocken, dass wir dir aufdanken können, dass wir bei dir holen können, dass wir im Überfluss haben, zum Verteilen in dieser Welt, wo wir mitten drinnen stehen. Herr, mach uns zum Salz und zum Licht von dieser Welt. Schenk uns die Liebe füreinander, die wir brauchen, dass Menschen sehen können, dass wir deine Kinder sind. Und dass wir etwas haben in unseren Händen, etwas tragen in unseren Herzen und in unserem Leben, das stärker ist als alle Macht vom Tod, von der Zerstörung, von der Angst und vom Abreißen. Du bist es und das Reich von dir, das in uns hineinlebt. Amen. Amen. Es sind so Momente, wie in dem Esra-Buch lesen können, von der kollektiven Ausrichtung auf das Ziel. Und wir können das jetzt auch feiern miteinander. In dem zweiten Teil von dem Gottesdienst haben wir die Möglichkeit, auf diesen Seiten da, bei diesen Stationen vorbeizugehen, um das Abendmahl zu nehmen. Nach wie vor, unter besonderen Umständen, dürfen ihr gerne, sie sind portioniert, eins für euch nehmen. Sicher gut, wenn ihr schaut, dass die anderen auch Platz haben, um dort dran heranzukommen. Dann entweder das zurückzunehmen oder an einen Ort heranzustehen. Und auch ganz bewusst sagen, hey, ich begib mich wieder da drin hinein. Ich bin Teil von dieser Gemeinschaft. Ich bin verbunden mit diesen anderen. Wir sind eins. Nicht, weil wir gleicher Meinung sind, sondern weil wir den gleichen Glauben an den gleichen Gott haben, der uns eins macht. Und du darfst das wie für dich mit einem Gebet, mit deinen Gedanken so auch dann machen. Ja, lass uns in die Zeit gehen miteinander. Ich möchte an dieser Stelle noch hinweisen, dass wenn du merkst, hey, irgendetwas hindert dich jetzt noch daran, diesen Schritt zu machen, dann kann es manchmal hilfreich sein, das mit jemandem auszutauschen und aktiv einen Schritt zu machen, zum Beispiel ins Gebet. Wir haben ein Gebetsangebot, auch heute. In unserem Gottesdienst da vor Ort, ein Team, das gerne mit dir betet. Wenn du willst, mit jemandem vielleicht zuerst noch etwas ganz bewusst vor Gott bringen. Und aber auch online, wenn du mit dabei bist, darfst du gerne auf den Button drücken, wo es heisst Gebet. Und dann wird gerne jemand mit dir beten. So lass uns eintauchen in die Zeit miteinander.